zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2004 in Assetto Corsa. Wir spielen ja einen 2004er Saison-Mod und ja, wir kommen jetzt zum nächsten Rennen nach Imola. Und ich bin gespannt, wie es da wird. Wir haben ja das letzte Rennen in Bahrain gehabt, auch Malaysia haben wir gehabt. Dort ist ja KI, sage ich jetzt mal, so okay gewesen, beziehungsweise nein, Malaysia ist sie schlecht gewesen, Australien ist sie schlecht gewesen und Bahrain ist sie eigentlich besser gewesen. Jetzt bin ich gespannt, wir gehen auf Imola, haben ja noch in der letzten Episode KI aufgeschraubt auf 92 und haben auch die Variable ein bisschen grösser gemacht, wenn man das so sagt. Also sie können jetzt bis zu 96% sein, das sind glaube ich schon ziemlich strong, würde ich sagen. Aber wie strong sie wirklich sind, das sehen wir jetzt gerade. Wir gehen jetzt ins Qualifying rein und legen los mit dem San Marino, sprich Imola Grand Prix in 2004. Let's go! So, dann kommen wir jetzt so dann gerade auf die erste schnelle Runde. Dann schauen wir mal, was geht. Sieht ein bisschen komisch aus, Imola hier mit dem Mod. Okay, da ist ein Rutschig drauf. Muss ich mir merken. Oh, okay. Ah! Das war auch rutschig. Ah, Mann, okay. Aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht so wahnsinnig schnell. Also wenn ich auf die Zwischenzeiten schaue, also Zwischenzeiten auf die Sektoren schaue, ist immer nur grün. Und 1,24 ist momentan die schnellste Zeit. Mal schauen, was wir noch reissen können. P6, Alter Schwede, was fahren die für Zeiten? Boah, das war einfach eine gute Lap von mir jetzt. Das ist nicht noch so, ich hatte schon Fehler noch drin gehabt. Aber holy shit, also es ist wirklich nicht schlecht gewesen. Ich bin P6. Crazy. Wir gehen mal in die Garage. Ah, okay. Ja, ich hatte schon 2 Zettel gehabt. P7, krass. Das sind richtig strong KI jetzt, aber ja, wir schauen mal, wie es im Rennen wird. So, also wir starten effektiv von P7. Und ja, gehen gerade ins Rennen rein, schauen mal, was wir da reissen können. Oder eben nicht. Wieso startet da fast ins Grüne raus? Oi, 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 oi. Die KI fährt wieder recht komisch. Ah, shit, da fahre ich ein bisschen Offroad. Oh, dort hat sich fast der Fernando Alonso weggedreht. Ich habe es gesehen im Rückspiegel. Oh, wieso ist der Kimi so schnell? Haben das berührt.
Und ich habe vielleicht, muss man an dieser Stelle sagen, ein bisschen viel Flügel drauf. Das kann mir natürlich jetzt ja, nicht so in die Karten spielen. Oh Gott! Oh, der Schumi! Schumi mit einem mega Fehler hat sich von mir weggedreht. Oh, der Dreide! Ah, das ist gar nicht der Kiwi, das ist der David. Oh, ja. Ja, das war jetzt unlucky gewesen. Das war mein Fehler gewesen, muss ich auch ehrlich sagen. Schumacher retired, okay. David will wahrscheinlich auch gerade retiren. Nehmen jetzt mal schwer an. Und das ist eben, wenn du KI ein bisschen höher eingestellt hast, eben von der Aggressivität, machen sie so viele Fehler. Keitfeld, okay. Keine Ahnung, wo der war. Er ist im Jordan innen eigentlich, aber ich weiß nicht, wo der gerade gefahren ist. Ja, mir fällt der auf der Gerade, also beziehungsweise habe ich aber zu viel. Blue Flag. Wieso nicht ein Blue Flag? Ja, wieso bin ich P18? Hä, wieso bin ich P18? Wieso habe ich einen Blue Flag bekommen? Wieso? What the fuck? Wieso habe ich einen Blue Flag? Wo habe ich einen... Ich habe keinen Corner Cut gemacht. So, ich habe mich jetzt mal schnell ein bisschen zurückgehen lassen. Und der David, der ist jetzt vor mir und ist P17. Der P16 ist aber hinter mir. Das heisst, der David ist, im David ist das Gleiche passiert wie mir. Weird. Super weird. Keine Ahnung, also das muss eigentlich der Zwischenfall mit dem David und mir sein, wo wir irgendwie einfach eine Runde nicht geschrieben bekommen haben. Das kann nur das sein. Den David holen wir noch. Ah, das sehe ich. Okay. Komisch. Also jetzt ist es fertig. Mega komisch. P18. Da habe ich jetzt auch noch nie erlebt, so etwas. Also, wir sind irgendwie mit einer Runde nicht gezählt worden. Ganz, ganz viel. Also muss ein Zwischenfall gewesen sein dort mit dem David. Anders kann es gar nicht sein. Aber ja, das war es mit der heutigen Episode. Ich glaube, mehr muss ich nicht erzählen. Ist jetzt halt wieder mega speziell gewesen. Aber egal, ist gleich wieder funny gewesen. Hat echt Spass gemacht, auch in Imola, auch wenn es echt tricky war. Und das nächste Rennen ist dann in Spanien. Und ich bin gespannt, wie es dort wird werden. Und ja, da will man sagen, was es war mit dieser Episode, wie schon 2-3 Mal gesagt, egal. Falls euch die Episode gefallen hat, würden wir natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet, dann sehen wir uns dann wieder in der nächsten Episode in Spanien. Und bis dahin wünsche ich euch schon mal sagen, macht's gut und ciao!